Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, FC Bayern Spielanalyse, wie immer ihr möchtet. Ja, zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. 13:0, klarer Sieg, überzeugender Sieg. Sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Ja, es gibt viel, auf das wir eingehen können. Ich würde, als Überschrift würde ich nehmen, zum Glück gezwungen. Aufgrund, dass Kimmich ausgefallen ist. Ja, auch das Leon, kannst du drüber streiten. Aber ich denke, wir haben heute mal ein ganz anderes Spiel gesehen, gerade im zentralen Mittelfeld, als wenn die beiden da rumgurken. Ja, mir ist klar, dem einen oder anderen wird das nicht so gefallen haben, dass wir, ja, ich glaube, laut Statistik hier, ich gucke mal eben, unter 40% Ballbesitz hatten. Mir persönlich, ja, ist das wurscht. Sag ich euch, wie es ist. Wir haben ein attraktives Spiel gesehen von unserer Mannschaft, wie ich fand, auch wenn wir weniger Ballbesitz hatten. Das, was wenn wir den Ball hatten, haben wir kombiniert, haben versucht, spielerische Dinge zu machen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich eines der besseren Spiele diese Saison. Und ich denke auch, dass das so ein bisschen, ja, der Spielstil von Tuchel ist, den Tuchel sich vorstellt. Natürlich geht das nicht gegen jede Mannschaft, weil die meisten Mannschaften gar keinen Ballbesitz haben wollen bei uns. Stuttgart ist da anders, Leverkusen vielleicht auch noch, vielleicht noch Leipzig, vielleicht noch mit Abstrichen Dortmund dabei. Alle anderen, ja, ob du das willst oder nicht, wirst du zwangsläufig mehr Ballbesitz haben. Ja, nochmal. Für mich war es ein sehr, sehr gutes Spiel, ein hochverdienter Sieg. Man hat nie das Gefühl gehabt, oh ja, scheiße, auch wo es nur 1:0 stand, hatte man jetzt nie das Gefühl, ach du Kacke, wir könnten jetzt noch irgendwie ins Schwimmen geraten. Ne? Also das Gefühl habe ich nicht einmal gehabt über die 90 Minuten, was man sonst fast immer hatte. Wir waren super stabil, gerade Pavlovic, der super die Position gehalten hat. Hatte einen Wackler erste Halbzeit da im eigenen 16er, den er dann selber, oder kurz vorm 16er, den er dann selber noch ausgebügelt hat. Ansonsten super starke Leistung, ja. Defensiv immer auf Höhe, immer die Bälle gewonnen, die Bälle gut verteilt. Wenn man ihn erwähnt, muss man auch gleich einen Guerrero mit erwähnen, aber gehen wir gleich drauf ein, wenn wir die einzelnen Spieler sprechen. Zum Spiel, ja, wir waren direkt on point. Ich hatte ein bisschen Sorge so, weil die ersten 12 Minuten keine Stimmung, wir haben es gehört, tote Hose, ja, hatte Corona-Vibes. Da habe ich mir gedacht, der könnte schon ein harter Nachteil für uns sein, wenn Stuttgart Feuer frei gibt, so wie sie es gegen die Leverkusen getan haben. Aber sie kamen gar nicht dazu. Ja, wir waren auf dem Feld, wir waren fickrig in den Zweikämpfen, wir waren einfach da. Ne? Das ist, was wir ja klipp und klar sagen müssen. Und das Schöne ist, wir waren 90 Minuten da. Ja gut, die letzten 5 Minuten haben wir jetzt ein bisschen rumgepimmelt. Spiel war durch, 3:0, ja, alles gut. Ne? Aber ansonsten waren wir da, wir waren on fire. Punkt. Ja. Und ja, Stuttgart hat mehr Ball gehabt, den Ball aber auch wenn dann in irgendwelchen Zonen, wo keine Gefahr kam, ja, wo es total unwichtig war. So, wir standen etwas tiefer, gar kein Problem, auch gerade Musiala etwas tiefer. Und dann ging die Post ab, wenn wir den Ball hatten. Also, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Haut mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es seht. Also, ja, ich brauche nicht 80% oder bleiben wir mal realistisch, 60%, ob ich Stuttgart jetzt hatte, 62, 63% Ballbesitz. Wenn wir da so Graupenspiele sehen mit 300 Quer- und Zurückpässen, wie wir es sonst sehen, kann ich dann auch auf den Ballbesitz verzichten. Ja, sage ich euch, wie es ist. Nochmal, wird wahrscheinlich gegen Wolfsburg schon wieder anders sein, weil Wolfsburg gar nicht so, die meisten wollen den Ball gar nicht haben, wenn sie gegen uns spielen. Ja. Ansonsten, wir haben das Spiel durchgehend im Griff gehabt. Ja. Erste Halbzeit, ja, du hättest locker 2, 3 Tore machen müssen. Das Tor von Minjay war für mich ganz klar kein Abseits. Ja, das hat man schon allein in der einen Wiederholung, die The Zone gezeigt hat. Hast du schon gesehen, dass ganz unten der Stuttgarter noch weiter drin stand. Wenn man dann hört, ja, wir konnten das nicht validieren, weil wir keine Linie hatten. Deswegen ist es das geblieben, wie die Entscheidung war. Dann kommt das 3:0, der Linienrichter hebt die Fahne nicht und dann kann der VAR auf einmal wieder eingreifen und dann, also Leute, das geht nicht. Ja,
Wenn die Technik versagt, dann muss die Technik das ganze Spiel versagen. Dann muss man sagen, der Fahr ist raus. Alles gut, gar kein Problem. Dann sind die Entscheidungen, die die Schiris treffen, war früher genauso. Aber es kann nicht sein, dass einmal gesagt wird, ach nee, wir hatten jetzt technische Probleme. Und beim nächsten Tor dann, ach nee, wir hatten jetzt wieder keine technischen Probleme. Erkennen wir ab. Also Leute, das ist ein Witz. Ja. Das dann zweimal für die gleiche Mannschaft, so dass kein Tor gezählt wird. Ja, Müllers war abseits knapp. Aber auch da, wenn ihr das Stammbild mal gesehen habt, war da, wo Kim das Bein ausgestreckt hatte. Ja. Was Schwachsinn ist, weil Kim den Ball nicht mit der Fußspitze gespielt hat, sondern mit dem Innenoberschenkel. Ja, auch das Stammbild war falsch. Ja, I don't know. Also sehr, sehr unglücklich. Nochmal, es hat heute keine Rolle gespielt, weil man nie das Gefühl hatte, dass wir irgendwie uns davon beeindrucken lassen oder sowas. Also, und Stuttgart war gut im Spiel, auch die ersten 20 Minuten so, fand ich okay, ansehnlich, aber die kamen gar nicht klar. Also heute ist das erste Mal, wo ich sagen muss, vielleicht nehmen wir Dortmund dabei, wo mein Tuchel mal loben muss, dass er sagt, wir richten uns mal an den Gegner. Ja, weil, ja, das hat man gesehen, Stuttgart war einfach überfordert. Ja. Die hatten keinerlei Ideen gegen tiefstehende Bayern, die dann so schnell umschalten und so gutes Kombinationsspiel auch hatten. Ja, und zweite Halbzeit, wir haben dann die Tore gemacht und dann war das Spiel auch durch. Ne? Aber nochmal, auch die Wechsel sind verpufft bei Stuttgart und so. Wir waren halt einfach über 90 Minuten fickrig in den Zweikämpfen und jeder war on fire, jeder war auf Augenhöhe. Jeder hat sich auch selber gepusht. Und da kommen wir dann jetzt auch gleich zu. Ist für mich, deswegen auch die Überschrift zum Glück gezwungen, einfach damit geschuldet, dass ein Kimmich nicht auf dem Platz war. Ja, ich weiß, ein Kimmich kommt hier auf dem Kanal immer zu gut weg. Soll auch kein Kimmich-Bashing sein, aber ganz ehrlich, wir haben es gegen Dortmund gesehen. Wir haben es heute wieder gesehen, wie das Spiel ist, wenn Kimmich nicht auf dem Feld ist. Gerade gegen diese Mannschaften. Ja. Ich weiß nicht, ob man noch mehr Argumente braucht. Ich meine, Pavlovic hat ja selbst die besseren Standards geschossen, diesen Kimmich tut. Mal davon abgesehen, dass er viel mehr defensiv Zweikämpfe gewonnen hat und auch seine Position hält, seine Position kennt, das ruhig und gelassen spielt. Auch einmal, ich erinnere mich, erste Halbzeit, er kriegt den Ball, Körpertäuschung und lässt zwei Stuttgarter ins Leere laufen. So, das sind Sachen, die siehst du beim Kimmich gar nicht. Ja, es soll kein Kimmich-Bashing sein. Wir können uns einfach darauf einigen, Kimmich ist kein Sechserpunkt. Ja. Das ist das, was ich in jedem Stream mit euch diskutiere, was ich seit Monaten hier erzähle. Warum hat man den Pavlovic in der Vorbereitung jetzt nicht die Chance gegeben, sich da als Sechser zu beweisen? Dann hättest du gar nicht darüber nachdenken müssen, jetzt irgendwie 60 plus Mittel in die Hand zu nehmen im Winter, um Sechser zu kaufen. Ja. Da sind wir dann wieder beim Tuchel, aber das geht jetzt hier zu weit. Das können wir morgen im Stream bequatschen. Dann haben wir wieder ein schönes Thema, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten. Ja, also gehen wir mal rein in die Statistiken, dann sage ich ein bisschen was zu den Spielern. Nochmal für mich hochverdienter Sieg. Und ja, ich habe ein gutes Spiel gesehen, auch wenn wir, wie wir sehen, nur 67% Ballbesitz haben. Absatzstellung 4:0, Fouls 7:8, Zweikämpfe 57,5. Ich weiß gar nicht, ob wir mal einen höheren Wert hatten diese Saison. Ich kann mich so auf Anhieb an keinen erinnern. Und wir sehen es jetzt hier, Schüsse aufs Tor 8:2, Schüsse insgesamt 17:6. Also wenn wir mit 37% Ballbesitz 17 Torschüsse haben, ja, heute, dann ist für mich alles gut. Dann brauche ich keine 60% Ballbesitz. Ja. Dazu noch 6 Ecken. Also klar, das kann jeder für sich so sehen. Ja, wir sehen es jetzt mal bei angekommene Pässe. 340 zu 635 ist sonst immer umgekehrt, sonst haben wir immer über 600, weil wir über 60% Ballbesitz haben, wovon dann aber auch immer Minimum 2/3 quer und nach hinten ist. Ja, und genau diese ganze Scheiße haben wir uns heute mal erspart und deswegen war es einfach mal ein erfrischendes Spiel von unserer Seite. Ja, und die Pässe, die wir gesehen haben, waren Kombinationen nach vorne hin. Und auch dabei waren auch ganz, ganz wenig Fehlpässe. Ja. Flanken 7:9. Schüsse insgesamt, Harry Kane 4, Sané 2, Kim 1. Torschussvorlagen, Sané 1, Pavlovic 1. Ja gut, das andere war der Ecke. Ja. Gewonnene Zweikämpfe. 13 Davis, Musiala 11, Leimer 9. Ballkontakte, Pavlovic 70, Davis 66, Leimer 64.
Da sehen wir auch schon den großen Unterschied. Ja, sonst stehen hier immer unsere Innenverteidiger mit Ballkontakte bis Paris-Palermo. Ja, gefolgt worden schenken wir uns mal. Dazu vielleicht noch ein paar Worte heute. Ich denke, wir haben heute mal gesehen, wie stark unsere Innenverteidiger wirklich sind. Ja, wenn sie halt nicht andauernd links außen, rechts außen oder in der Mitte irgendwelche riesigen Lücken versuchen müssen zu schließen, um dann nicht in ihrer Linie zu stehen, in ihrer Abstimmung zu stehen. Heute haben wir mal gesehen, wie unsere Innenverteidiger sind, wenn wir eine geordnete Abwehr haben. Ja. Und auch da sind wir meiner Meinung nach wieder beim Thema Kimmich. Ja. Und dann Kimmich als Sechser hätte das niemals so ausgesehen, wie wir heute gespielt haben. Ja. Da bleibe ich bei der Meinung, Kimmich hat auf der 6 nichts zu suchen. Stellt ihn gerne als Rechtsverteidiger auf, gehe ich voll mit. Du musst auch gar nicht alles jetzt auf den Pavlovic setzen, wenn man das nicht will. Lass halt einen Leimer Goretzka da spielen, aber ich denke, gerade ein Pavlovic hat heute gezeigt, was er kann, Alter. Und das ohne die Spielpraxis. Stellt euch mal vor, der hätte jetzt 10, 11 Spiele mal gekriegt und hätte noch die Spielpraxis, auf welchem Niveau er jetzt schon sein könnte. Ja, das ist ja immer das Traurige, was ich sage, dass der Tuchel einfach keine Eier hat, ihn da halt einfach auszuprobieren. Ja, aber das Fass machen wir, wie gesagt, jetzt nicht auf. Das können wir gerne im Stream aufmachen. Gut, gehen wir mal rein in die Spieler, in die Ausstellung. Ich mache mal meine Cam nach rechts. Da interessieren uns halt einfach ein bisschen weniger. So, Manuel Neuer sehe ich heute bei einer 3. Hat zweimal schon wilde Bälle nach außen blind hingespielt. Die waren nicht ganz so präzise. Ansonsten musste er 2 Rückgaben halten, gefühlt 2 Schüsschen. Das war's. Ja. Sonst hat Neuer gar nichts zu tun gehabt. Opa Bären stark, 2, nehme ich gleich Minjay mit rein. Mit einer 2, wobei Minjay sogar noch ein bisschen auffälliger war, weil er viele Kopfbälle weggearbeitet hat. Aber Minjay hat heute auch sehr gut nach vorne verteidigt, was er sonst eher nicht so macht. Sonst ist er immer mehr der, ja, dann noch was rausreißen muss. Ja, das ist, aber ich sage nochmal, das ist ja der Unterschied. Erstmal standen wir heute natürlich generell etwas tiefer. Ja, das kommt natürlich den Innenverteidigern auch zugute. Aber wir haben einfach eine Abstimmung gesehen. Ja, mit dem defensiven Mittelfeld. Auch ein Guerrero, der sehr stark rausgestochen hat, der immer wieder, also eigentlich haben wir gefühlt, hat Pavlovic die 6 gespielt, Musiala die 8 oder die etwas offensivere 8 und Guerrero die defensivere 8, ja. Aber Guerrero hat auch immer wieder ausgeholfen, wenn's nötig war, auf der 6 neben Pavlovic, ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Zusammenspiel auch. Auch mit Musiala, der dann sich hat auch mal fallen lassen, wenn es nötig war, dann ist man Guerrero nach vorne gegangen. Ja, einfach gut heute zu sehen. Und auch schön zu sehen, dass die Spieler das können. Ja. Die Frage ist ja auch immer, wenn wir dann hören, ja, die taktischen Anweisungen und das ist zu viel für uns, wäre ja mal interessant, wer das denn sagt, für wen das dann zu viel ist. Ja, ich hätte da jetzt Mutmaßungen, aber die spare ich mir jetzt hier zu äußern. Ansonsten kommt der Kimmich hier wieder zu gut weg auf dem Kanal und das wäre ja schlecht. Fonzie Davies sehe ich heute bei einer guten 3. Ja, war super engagiert, hat sich reingehauen, hat 2, 3 Mal offensiv leider die falsche Entscheidung getroffen, aber ja, auch hinten so 1, 2 Kleinigkeiten, aber viel, viel verbessert im Gegensatz zu den Spielen vorher, ja. Aber auch da, wir haben heute einfach eine viel stabilere defensive Stabilität gehabt. Die ganze Viererkette plus das defensive Mittelfeld, ja. Nochmal natürlich bedingt auch dazu, dass wir ein bisschen tiefer standen. Wir sind nicht so hoch aufgehoben, obwohl das teilweise auch waren. Ja, wenn wir dann mal eine Ballbesitzphase hatten, die wir ja auch hatten, gerade dann so zweite Halbzeit, sind wir natürlich auch wieder weiter aufgerückt. Aber erste Halbzeit sind wir das Spiel schon sehr defensiv angegangen und ja. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Nochmal, wenn wir ein Spiel so defensiv angehen und so wenig Ballbesitz haben, aber trotzdem so viele Torchancen kreieren, Alter, ist das für mich völlig okay. Wir brauchen keine 60-65% Ballbesitz, wovon 2/3 quer und nach hinten ist, meiner Meinung nach. Und was dann anscheinend ja auch die Spieler überfordert, dass sie irgendwann müde im Schädel werden, wenn sie so viele quer und nach hinten Bälle spielen müssen. Also haben wir heute halt gar nicht gehabt, diese Sachen. Ja, alle waren konzentriert, alle haben den Ball zum Mitspieler gekriegt. Also von daher, aus meiner Sicht alles gut. Conny Leimer, sehe ich auch bei einer 3. Hat's gut gemacht. Ab und wann, ja,
zu ungestüm, aber hat sich im Rahmen gehalten, hat sich auch zurückgehalten, war auf jeden Fall, ich überlege gerade kurz, ich würde schon sagen, mit die beste Leistung, die er gebracht hat auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, vielleicht aber auch bedingt dadurch, dass wir generell ein bisschen tiefer standen. Musiala würde ich auch bei einer 3, bei einer guten 3 sehen. Habe ich gerade schon erwähnt, ja, war mehr ein Achter heute, was ihm aber teilweise auch gut getan hat, weil er dann ein bisschen Raum vor sich hatte. Hat sehr, sehr viel defensiv mitgearbeitet. Das muss man mal ganz klar hervorheben, ja. Ist halt auch nicht selbstverständlich, wenn du so eine Art Spieler bist, hat sich da komplett in die Mannschaft gestellt, ne? Ja. Hatte aber auch trotz alledem auch noch ein paar gute Aktionen nach vorne. Also von daher für mich eine gute 3. Pavlovic für mich eine 2. Ja, ich habe keine Schwäche gesehen, bis auf diese eine Leichtsinnigkeit erster Halbzeit, die er selber ausgebügelt hat. Ansonsten bärenstark, war immer präsent, hat sich angeboten, auch im Spielaufbau, hat immer den Ball gefordert, hat die defensiven Zweikämpfe genommen, ganz souverän, aber auch, ja, nicht irgendwie wild oder sowas. Wenn er auch mal runtergegangen ist zur Grätsche, war das ganz stabil, hat den Ball gut verteilt, hat super Standards geschossen. Nochmal, das Tor von Minje war für mich kein Abseits. Dann auch die Ecke, die zum Tor geführt hat. Ja, wir könnten jetzt wieder einen kleinen Seitenhieb machen, checken wir uns. Ich denke, Pavlovic hat gezeigt, was er kann. Nochmal, das war Stuttgart. Das war jetzt nichts gegen die Clubs, aber irgendwas, was unten steht, ja. Das war schon eine Mannschaft, die oben mitspielt. Und der Junge ist einfach abgebrüht. Ja, ganz ruhig in allem, was er macht. Der wird nicht nervös. Zumindest zeigt das nicht, ja. Selbst wenn er zugelaufen wird, wenn er angelaufen wird, das juckt ihn einfach nicht. Ja. Strahlt all das aus, was ein Kimmich auf dieser Position nicht ausstrahlt. Warum wir ihn so wenig sehen, ja, das steht in den Sternen. Thomas Müller für mich eine gute 3. War gerade am Anfang sehr wichtig, wie ich fand. Hat dann ja auch das Tor vorbereitet in meinen Augen. Das geht mindestens zu 50% auf Müller, das erste Tor. Dass er den Ball da einfach so dahin spielt. Aber ansonsten auch, hat sich reingehauen, hat sich auch ein paar Chancen erarbeitet. Ja, war ein bisschen unglücklich teilweise in der Offensive. Aber man hat gesehen, wie wichtig er einfach für diese Mannschaft war heute. Ja. Und ich habe es ja auch im Taktikfuchs gesagt, in solchen Spielen brauchst du einen Müller. Ja. Und wir haben heute auch gesehen, oder generell ist unser Spiel ja nicht mehr darauf ausgelegt, dass wir sagen, so wie unter Robbery, Bäm, auf der Flügel oder unterm Nagelsmann, Bäm, wir marschieren auf der Flügel, wir marschieren. Nee, da kannst du auch jederzeit Müller hinstellen oder ein Musiala oder ein Kretzig oder ein Guerrero oder sonst wen. Ja. Das ist nicht mehr so, dass wir über die Flügel durchmarschieren, dass wir da super den Speed brauchen. Ja, Müller war heute super wichtig für die Mannschaft. Und ich denke, er hat heute gezeigt, ja, dass es ein Witz ist, dass er draußen sitzt. Ja, also war eine ganz, ganz souveräne Leistung. Für mich eine gute 3. Ja. Wenn nicht sogar eine 2. Aber ich bleibe mal bei einer guten 3. Guerrero würde ich auch eine 2 geben. War für mich, ja, das Zentrum war einfach bärenstark bei uns heute. Ja. Auch er hat die komplette Ruhe gehabt, aber hat auch defensiv unwahrscheinlich viel gearbeitet. Ich habe ja auch viele Dortmunder hier auf dem Kanal, die haben immer so geschrieben, so, er hat so die Defizite defensiv. Die habe ich heute nicht gesehen. Ja, hat ein super Spiel gemacht, hat immer wieder ausgeholfen, wenn es nötig war. Ähnlich wie es auch ein Pavlovic getan hat, der auch oft dann außen ausgeholfen hat, wenn es sein musste, die Löcher dazu gemacht hat. Aber ein Guerrero genauso. Also wenn es nötig war, war er da, der Raum war zu. Ja, Stuttgart hat gar keine Räume gehabt, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. Und trotzdem noch die guten Akzente nach vorne gehabt. Ne? Viel eingeleitet, viel gemacht, viel getan. Bärenstarke Leistung. Leroy sehe ich heute bei einer guten 3, weil er es leider verpasst hat, ja, seine gute Leistung noch zu veredeln, so ein bisschen. Hat leider in der Offensive ein bisschen Pech gehabt, auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Ähnlich wie Müller. Aber ansonsten ein bärenstarkes Spiel gemacht, ja. Man hat gesehen, er hatte Bock, nicht einmal irgendwie eine Körpersprache mit hängen lassen oder so. Das Zusammenspiel mit Kane hat man gesehen, dass sie nicht mehr fremdeln, ja.
dass er jetzt auch einen Kane gönnt, wie sie sich zusammen gefreut haben und so, mega gut. Ich denke auch das richtige Zeichen, auch nach den etwas schwächeren Auftritten, die er hatte. Ja, und damit kommen wir zum Heavy, Alter, keine Ahnung. Ich kann mich halt jedes Spiel hier wieder hinsetzen. Der Mann ist einfach unglaublich. Also mit dem müsstest du eine extra Note erfinden. Es ist einfach so, Leute. Also für mich heute Note 1, weil er eben die 2 Hütten gemacht hat. Ja, das dritte oder das, was er dann nicht gemacht hat, wäre eh Abseits gewesen. Aber er ist einfach so viel mehr, Alter. Er ist so viel mehr. Es ist egal, ob er unter Druck gesetzt wird, ob er ein schlechtes Anspiel kriegt. Er weiß immer, wo ein Mitspieler ist und spielt den Ball da einfach hin. Ne? Das ist krank. Auch wieder heute viel defensiv auch mitgearbeitet. Ne? Kann mich erinnern, er war auch heute und dann mal wieder so auf der 6 auf einmal zwischendrin. Unterschied zu dem letzten Spiel, er hat heute da auch gleichzeitig die Hütten gemacht. Ja? Und dann ist das auch völlig okay, wenn er sich dann trotzdem noch in den Dienst der Mannschaft stellt und hinten noch mitarbeitet. Ja? Bei Ecken, bei Standards hat er hinten rausgeköpft am eigenen Fünfer. Ja, Führungsspieler durch und durch, Alter. Ja, wenn es an mir ginge, Alter, gib ihm die Binde. Also ich sag's euch ganz ehrlich. Also, aber er braucht die Binde nicht, er strahlt das so aus. Ne? Aber es ist ein Phänomen, guckt euch seine Leistung in jedem Spiel an. Ja, es ist egal. Wenn wir ein schlechtes Spiel machen, sagt man immer, ja, der Einzige, der vorne noch irgendwie was gerissen hat, war der Heavy. Ja? Der hat sich auch noch reingehalten, der hat sich fallen lassen und gemacht und getan. Das sagt man in jedem Spiel. Der Typ hat einfach keine Leistungsschwankungen. Ja, das ist krank, Alter. Das ist wirklich krank. Wirklich wild. Ja. Auswechslung. Gut. Sehr spät gewechselt, gehe ich heute mit. Es gab keinen Grund. Ja, es wirkte keiner müde, es wirkte keiner schlecht. Ja, es gab keinen Grund. Die Wechselungen, die dann kamen, ja gut, die haben keinen Einfluss mehr gehabt. Das Spiel war da schon gelaufen, da war nur noch Ringelpitz mit Anfassen auf dem Feld. Ja, wenn das der Tuchel-Fußball ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Tuchel-Fußball ist, gehe ich da mit, Alter. Bin ich kein Problem mit. Wenn wir gegen Gegner spielen, der gerne viel den Ball haben will und wir dann so darauf reagieren, wegen mir, Alter, do it. Ja. Reichen mir 37% Ballbesitz, wenn wir daraus 17 Torschüsse kreieren mit 6 Ecken. Ja. Also habe ich kein Problem mit. Wir hatten Torchancen, um locker noch 3 mehr zu machen heute. Und das mit 37% Ballbesitz. Also ich ziehe mich nicht am Ballbesitz hoch. Ich fand es ein gutes Spiel von uns. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Aber das werden wir morgen dann im Stream bequatschen. Da wird es vorher natürlich kein Video mehr geben. Aber wenn wir kein Thema haben, gehen wir natürlich die Kommentare durch hier. Aber ich denke, wir werden das ein oder andere Thema im Stream mit Sicherheit haben. Nach diesem Spiel. Gut, das ist meine Meinung zum Spiel. Ich bin gespannt, was Tuchel gleich sagt. In der PK. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwelche Fragen kommen wie, ach ja, der Herr Kimmich wie in Dortmund war wieder nicht dabei. Was denken Sie von Pavlovic, Blasels? Leider, nochmal abschließend, wird daran leider nichts ändern. Schade für Pavlovic. Man hat es gesehen heute, ja, was der Junge leisten kann und das ohne Spielpraxis. Ja. Stellt euch mal vor, der Junge hätte noch Spielpraxis. Ja, also. Aber gut, so ist das beim FC Bayern. Aber mehr dazu morgen im Stream, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, falls ihr es heute noch guckt. Ansonsten morgen 18 Uhr auf YouTube oder Twitch. Ihr könnt auf beiden zuschauen, je nachdem, wo ihr euch wohler fühlt. In diesem Sinne, tschüssi.